Hallihallo, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und ich will mich einfach mal bedanken, weil das ist eine krasse Sache. Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr als 1,5 Jahre die 666.000 Aufrufe, 742 Abonnenten seit, zumindest zum Stand, bevor ich das Video angefangen habe. Und da wollte ich einfach mal Dankeschön sagen. Das ist verrückte Geschichte, dass so viele Leute da auf Videos klicken und das angucken und auch mal Kommentare da lassen und alles und Daumen nach oben da lassen und ja, auch meine Shorts, dass er die dann anguckt. Ich mache aus meine Videos immer ein bisschen Shorts, dass da auch ein bisschen Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird und alles. Und ja, mit der Worker Prophecy hat alles angefangen. Ja gut, die sah ein bisschen anders aus, also das alles war ein bisschen anders. Hat anfangs noch Bananenmagazin gehabt. Und auch das Innenleben war ein bisschen anders. Das habe ich alles farblich sortiert. Das ist, selbst das da haben wir blau gemacht. Das ist, habe ich alles nicht gedacht, dass sich das so entwickelt. Also das ist eine coole Sache. Und bin mir sicher, da werden sich noch weitere Dinge entwickeln. Also da fallen uns sicherlich noch Sachen ein, die wir so machen können. Und ich habe auch eigene Blaster schon ein paar gemacht und in Planung und bin mir sicher, die Idee geht uns dann nicht aus. Ja, dazu, das war das zweite Video zu denen. Das habe ich dann gesagt, das wird 1000 Abonnenten Special, dass die auspacken und mal testen und mal gucken. Wobei, jetzt bereiten wir uns erstmal auf 777 Abo Special vor. Das war der Hanna, das ist 666 Abos. Ja, Runde Domino gespielt. Ja, stellen wir es wieder auf, in der Hoffnung, dass der Ingenieur nicht nochmal dagegen kommt. Auf jeden Fall, das ist 666 Abo-Special, ein diabolischer Blaster. Ja, das passt auch gut zu die 666.000 Aufrufe. Ja, das hat jetzt keine Batterie drin, aber das passt schon. Auf jeden Fall. Aber 777, da machen wir dann eine himmlische Blaster oder so Engel. Ja, eine englische Optik. Eine Engelsoptik, nicht eine englische Optik. Hey. Diabolische Optik, aber eine Engelsoptik. Englisch ist was anderes. Okay. Ja. Der Herr Ingenieur labert manchmal Blödsinn. Oder schwätzt. Ja, wobei Laber ist da hier. Schau dich das an. Es schimmert. Und Ideen haben wir viele, also was mir nur so einfällt, ist irgendwann mal Events zu machen. Und da habe ich ein Video dazu gemacht, wo ich das näher ausführe. Und da habe ich dann auch versucht, irgendwie ein bisschen drauf aufmerksam zu machen, dem ich dann versprochen habe, dass ich die Blaster verkaufe und das entsprechende Aufrufzahlen kriege. Also das verlinke ich euch unten nochmal, klickt da kräftig drauf, kommentiert das, schaut das euch an, damit man da die Aufrufe auch zusammenkriegt. Dass man das umgesetzt kriege, was ich mir da vorgenommen habe. Ja, wäre doch. Ich hoffe, dass euch das interessiert. Aber ich verlinke euch das Video. Das werde ich jetzt heute nicht nochmal erzählen, was ich da gemacht habe. Sollt ihr auf das Video klicken. Es ist ein bisschen Clickbait, das gebe ich zu. Aber irgendwie muss man gucken, dass man eine gewisse Reichweite kriegt. Dass man dann auch mehr Blödsinn machen kann. Ist doch klar. Dass man. Das habe ich da noch. Damit habe ich einfach mal angefangen. Also ich habe irgendwie mit dem Kanal, das hat sich ja für alles so ergeben. Ich habe gedacht, ich will mir so Prophecy zusammenbauen. Und das kann ich auch nebenher einfach filmen. Und irgendwie haben das Video echt viele angeguckt und habe gedacht, okay, habe noch ein paar andere Blaster, die ich sowieso schon rumschrauben möchte. Da können wir das auch machen. Und so hat sich das dann Stück für Stück entwickelt. Irgendwann mal 3D-Drucker gekauft und dann hat man sowieso noch wesentlich mehr Möglichkeiten. Meine nutze ich auch für andere Hobbys, für andere Dinge. Also da ist jetzt noch Zweitkanal aufgemacht, der Ingenieur, den findet ihr auch. Verlinke ich euch auch, da könnt ihr auch mal reingucken. Habe ich ein bisschen gerade das da noch vorgestellt, was für ein Druckbett dahinter steckt. Und ja, das ist so ein bisschen für Blaster unabhängige Dinge. Aber denke auch unterhaltsam, also den Kanal verlinke ich euch auch, da mache ich ein bisschen was allgemeiner halt.
Aber auch, wird witzig. Und wir gucken jetzt mal, was das noch das Jahr noch so erreicht. Also das ist, nee, ich freue mich da einfach so, dass so Energie dahinter steckt und dass das euch so interessiert, dass ihr da so fleißig auch die Videos klickt. Also jetzt nicht erwartet. Ich sehe gerade noch was. Müssen wir irgendwann mal eine Endkappe dafür drucken. Dass man das da sauber verschließen kann. Wobei das wird dann kompliziert, das wieder wegzumachen. Aber ja, habe euch jetzt die nächsten 2 Specials und am 13. Mai geht es natürlich wieder. Oh, was heißt natürlich? Geht es wahrscheinlich wieder Prophecy. Also letztes Jahr haben wir am 13. Mai, also wenn ich es richtig im Kopf habe, war das der Tag, an dem ich den Kanal oder das erste Video hochgeladen habe. Ich glaube, das war am Montag, wenn mich nicht alles täuscht, weil den habe ich am Sonntag zusammengebaut, aber ja, bin dann mit dem Video Zusammenschnitt und alles nicht rechtzeitig fertig war, also dieser Montag hochgeladen. Müsst ihr mal gucken, ob das passt. Aber ja, das ist schon knapp 2 Jahre her. Und ich finde es einfach klasse, wie sich der Kanal entwickelt und wie das alles. Und dass er so fleißig auf die Videos klickt, das macht mich optimistisch, dass wir da Dinge machen können in Zukunft, wo wir da irgendwie zusammentreffen und Zeugs machen können und da auch noch mehr auf dem Kanal machen können und einfach eine schöne Community aufbauen können, wo man da ein bisschen Quatsch machen können. Das Leben angenehmer ist, ganz einfach. Eingeben ist mir da noch. Nicht wieder Domino spielen. Da vielleicht noch was rein machen. Ne, wichtig wäre mal, dass man das Rot da noch rauskriegt. Wobei irgendwie habe ich mich so auch schon mit dem angefreundet. Musste mal gucken, ob man das vielleicht im 3D-Drucker auch. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen ungewohnt. Das hätte ich halt. Wobei das passt mit den paar Silberelementen, die so der Blaster sowieso hat. Alles in Blau wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber das in Rot. Also, wir müssen mal ganz viele Abonnenten zusammenkriegen, dass ich den Workers da auch mal sagen kann. Das hätte ich gern. Gern entweder wobei eigentlich ein Silber wäre am coolsten. Wenn man da ein bisschen Silber, man kriegt, dann der das irgendwie passen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Röhrle da drin, das müsste auch Silber sein, aber das ist unter so viel Kunststoff, das ist unter 2 dicke Kunststoffschichten vergraben, das sieht man fast gar nicht. Und seht ihr das sieht man. Also da innen drin. Und da sieht man Silber durchscheinen, weil da noch der Kunststoffausschnitte hat. Ich bin ein großer Fan von der Prophecy, ich finde die cool. Das ist ein unhandliches Blasterle zum dran rumschrauben. Das ist ja eigentlich doppelt verpackt, das Ding. Da macht man da eine Schale und da nochmal eine Schale und die muss man beide entfernen. Also, könnt ihr euch das gerne auch das Zusammenbauvideo anschauen. Das ist das erste Video von meinem Kanal. Das ist ganz einfach. Da habe ich ein paar Videos dazu. Ich denke, ich verlinke euch zu dem, was ich da noch so erzeugt habe. Die Videos auch. Das kennt ihr von mir eigentlich. Und ich habe auch noch einen Patreon-Kanal, auf den ich dann hoffentlich morgen dazu komme, jetzt endlich mal das ganze Zeug so zu laden. Habe von meiner Streif die Schulterstütze hochgeladen als STL-Files. Und der Rest kommt auch noch. Also da habe ich den Blaster, den nackten Blaster habe ich hochgeladen ohne das Design. Das Design muss ich noch hochladen. Ja, viel im Kopf, viel zu tun. Das ist, aber da könnt ihr auch vorbeischauen, das kostet euch nichts. Da mal die Datei hochladen, das passt schon, das kriegen wir dann auch Stück für Stück hin. Von daher einfach fleißig unterstützen, mir ein bisschen unter Druck setzen, dann kriegt man das alles zügiger hin und ich hoffe, ich setze mich da einfach morgen hin und mache das. Einmal einen gemütlichen Tag mit Patreon-Zeugs hochladen. Also die ganze STL-Files, weil er feststellt, das kann ich da gemütlich hochladen. Und dann habe ich das alles. Also zumindest die Datei, die ich halt selber erstellt habe. Ich meine,
Ich glaube, da haben wir den Magazin, das Magazinhebel, das müsste, glaube ich, ähnlich sein wie in der Streif. Ich glaube, das habe ich von der Streif umgemodelt. Und das habe ich von Thingiverse runtergeladen. Also das gehört mir nicht, das darf ich nicht da hochladen. Aber gut, ich kann da mal auch mal eigens machen. Dann kann ich das da hochladen. Weil es ist halt einfach, das Ding in der Horst, das sieht man dann schon noch durch. Der sieht blöd aus. Und so sieht es halt. Das sieht ja aufgeräumt aus. Seht, da haben wir jetzt nicht störende Farbe, nix. Ja, mit dem Rot, ich freue mich an. Ja, das ist eigentlich ein Schiersrot. Also, es passt halt nur zum Blau nicht ganz. Aber ja, ich schwätze schon wieder das viel. Lass der Abole da, dann packen wir die da noch mal aus. Und lass der Abole da, dann bauen wir noch einen himmlischen Blaster. Einen englischen. Nee. Einen engelsgleichen Blaster mit Blau und Flügel und vielleicht ein bisschen Gold und ich habe noch nicht entworfen, ich weiß, aber in meinem Kopf habe ich eine grobe Vorstellung, wie es noch aussieht. So weiß, blau, gold, so Farbe, die halt dann ja, Engeles, die auf Wolkenschwebe erinnert. Es wird spannend. Lasst der Abo da, lasst der Kommentare da, das ist, das lohnt sich, das wird weitergegangen da, das wird Spaß machen, da bin ich mir ganz sicher. Und dann basteln wir auch weiter. Dann wünsche ich euch auch viel Spaß beim Basteln und sage nochmal recht herzlichen Dank für alle, die schon länger dabei sind und herzlich willkommen für alle, die sich jetzt entschieden haben, da dazu zu kommen. Da passt es. Dann euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.